Lili stellt noch ihre Armbanduhr, wo sie an die pünktliche Rückkehr erinnern soll, und steckt sie in ihren Rucksack. Eine Armbanduhr ist doch zufällig im Mittelalter. Dann drückt sie das alte Amulett ans Herz und murmelt den Zauberspruch für den Hexensprung in eine andere Zeit. Sie spürt, wie der Boden unter ihr wegsackt. Wo sie wieder festen Boden unter den Füßen spürt, findet sie sich in einem Gewölbekeller wieder. Nur durch einen kleinen Fensterspalt unterhalb der Decke dringt ein Lichtstrahl rein. Von dort ist dumpfes, wildes Stimmengewirr zu hören. Aber was die Menschen einander zurufen, kann sie nicht verstehen. Wo die Lili den Raum erkunden will, schlägt sie das Schienbein an, stolpert und fällt in eine Holzkiste. Der prunkvoll verzierte Deckel ist weit aufgeklappt. Die Lili versteht sofort. Sie ist direkt in der leeren Schatztruhe gelandet. Ihre Golddukaten kommen ursprünglich von hier, aus dieser Truhe. Wenn das Tante Eliane wüsste. Schade, dass Lili ihr das nicht erzählen kann. In der Zwischenzeit haben sich ihre Augen an das Dämmerlicht gewöhnt. Ringsum an der Wand stehen Regale mit silberglänzigem Geschirr, Trinkbecher, Teller, prunkvolle Kerzenleuchter, Bilderrahmen, aber auch blank polierte Teile von einer Rüstung. Sie nimmt den Helm und leitet ihn an. Hey, Wahnsinn, das Ding ist ja aus echtem Gold. Kein Wunder ist der Helm so schwer. Schnell zieht sie ihn wieder ab und stellt ihn zurück aufs Gestell. Da sieht sie nebenzu einen Brustpanzer aus Leder und einen weiten, lederigen Rock mit einem schlichten Gürtel dazu. Diese Sachen sind deutlich kleiner. Die könnten am Knappen und Waffenträger gehören, der beim Ritter in der Ausbildung ist. Sie probiert alles an. Die Sachen passen, wie wenn sie für sie gemacht wären. Auch der knielange Rock, wo die Lili einfach über ihre Hosen anlegt, sitzt wie angegossen. Zum Schluss legt sie noch die braune Lederkappe mit den langen Federn an und stellt den grossen Brustpanzer im Regal auf, dass sie sich in seinem Goldglanz spiegeln kann. Hey, jetzt fehlt mir nur noch der Pfeilbogen. Dann sehe ich aus wie der Robin Hood. In dem Moment hört sie, wie sich jemand an der Tür zu arbeiten macht. Mit einem Satz ist sie beim Umhang und mit dem zweiten hüpft sie in die Ruhe und deckt den roten Umhang über sich. Los, schnell rein mit dem Wandteppich! Stapeln Sie hin im Ecken auf, da sind Sie von der Flamme sicher! Und was ist mit den Bildern aus dem Rittersaal? Du hast recht. Wie habe ich die Nummer vergessen? Seine Ahnengalerie ist unserem werten Herr sicher wichtiger als sein Burgschatz. Kommt, wir gehen sie zusammen retten!